Deshalb ist es für sie unmöglich, dass sie ihren Ruf aufs Spiel setzen können. Und ihr Ruf ist schon angeknackst geworden mit dem Hendexavasch, also mit dem Grubenkrieg. Weil sie die ganze Bevölkerung rundum in der Nähe alle auf die Beine gestellt und gesagt, wir müssen einen Krieg machen, komm, wir machen einen grossen Krieg und gewinnen dann gegen die und haben verloren. Also die anderen Stämme, die mitgemacht haben, die sind jetzt ein bisschen nicht so gut anzusprechen auf Mekka. Weil so ein Heer auf die Beine stellen, das ist ja nicht nur das ist nicht nur einfach eine Frage von Leuten, sondern du musst Zeit investieren, du musst auch Geld investieren. Also ein Krieg ist nicht nur heute teuer, sondern ist auch früher schon teuer gewesen. Und jetzt haben sie also Geld, Zeit und Leute investiert und für was? Für nichts, für das. Also sie haben dann trotzdem verloren. Obwohl sie eine riesige Mehrheit waren, haben sie in dieser Schlacht keinen Sieg errungen. Also sind die Amerikaner sehr darauf bedacht gewesen, dass ihr Ruf nicht noch mehr geschädigt wird. Aber sie haben nicht gewusst, was machen. In dieser Zeit hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Hazrat Osman bin Affan, also der spätere Kalif, als Botschafter oder als Botschafter nach Mekka geschickt, um ihnen zu sagen, sie müssen keine Angst haben, sie kommen in Frieden, sie wollen nur Hajj machen und sie sind unbewaffnet und sie gehen nachher wieder zurück. Und wo dann der Hazrat Osman ja in Mekka kam, und das gesagt hat, sie haben nicht mehr gewusst, was machen, sie sind überfordert mit der Situation. Zum einen sind sie schon zu nahe gewesen, man hat sie nicht mehr wirklich kriegerisch abhalten und wegschicken, aufgrund von was, also wie kann man sie wegschicken. Also sie haben nicht gewusst, was machen, und das Einzige, was ihnen in den Sinn kam, ist, komm, wir tun jetzt mal ins Gefängnis. Dann sind Hazrat Osman radiallahu anhu ins Gefängnis da. Dort ist ein Gerücht entstanden, dass man Hazrat Osman getötet hätte. Und das Gerücht ist dann bis zu den Muslimen gekommen. Und wo die natürlich gehört haben, dass die Mekkaner den Osman radiallahu anhu getötet haben, da ist eine riesige Wut entstanden. Und der Prophet Mohammed, der auch es nicht anders gewusst hat, also wo davon ausgegangen ist, dass er getötet worden ist, hat dann mit den Muslimen geredet und ihnen gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir sind zwar nicht für Krieg gekommen, wir sind gekommen wegen Hajj, also wir sind total unvorbereitet, wir haben keine Waffen, wir haben keine Schilder, wir haben gar nichts, aber denen zeigen wir es. Und in dem Moment ist so eine Wut auch an den anderen Sahabis gewesen, dass die haben alle zugestimmt. Das heisst, Wut zusammen natürlich auch mit Allahs Vertrauen und so weiter. Aber die sind bereit gewesen, mit nichts anderem als mit diesen kleinen Messern, die man braucht, damit man ein Opfertier schlachten kann. Mit nichts anderes bewaffnet sind die bereit gewesen, gegen die Supermacht, und Mekka war damals die Supermacht gewesen, vorzugehen. Und das muss man sich vorstellen, das sind starke Gefühle, die dann da rum sind. Man darf das nicht vergessen, wir hatten vorher die Angst gehabt, noch in Medina, wo das riesen Heer gekommen ist. Auch eine extreme Angst, ein extremes Gefühl. Nachher gehst plötzlich, heisst, wir machen Hajj unbewaffnet. Und zwar hast du eine Hoffnung, aber trotzdem wieder Angst, also wieder so ein komisches Gefühl. Und dann plötzlich jetzt die Wut. Also wir haben wieder ein grosses, starkes Gefühl. Wo die Mekkaner hören, dass jetzt Muslime bereit sind, Krieg zu machen, haben sie natürlich, aus dem Grund, den wir vorher gesagt haben, die sind überhaupt nicht daran interessiert, eine Schlacht zu machen mit den Muslimen. Also haben sie selber eine Botschafter geschickt und haben gesagt, komm, wir machen ein Friedensabkommen. Das Friedensabkommen ist bekannt geworden, bis heute bekannt als das Friedensabkommen von Hudaybiyah. In diesem Friedensabkommen haben eigentlich die Muslime überhaupt nichts Positives. Was tun sie unterschreiben? Sie müssen zurück, sie dürfen keinen Hajj machen. Sie werden zwar nicht angegriffen, aber sie dürfen auch keinen Hajj machen. Es wird der Frieden für 10 Jahre gemacht. Wenn aber irgendein Mekkaner würde nach Medina gehen, müssten sie den zurückschicken. Umgekehrt aber nicht. Also wenn ein Muslim zurück nach Mekka gehen würde, ist Mekka nicht verpflichtet, sie wegzuschicken. Und so weiter. Es hat also Haufen so Punkte in diesem Vertrag, wo alle zum Nachteil der Muslime sind. Trotzdem hat der Prophet Mohammed den Vertrag unterschrieben und das hat geheißen, man geht jetzt zurück, man macht die Hajj nicht. Dann geht er zum Volk raus und sagt, so, wir kehren um, wir machen die Hajj nicht.
Und das tönt jetzt so einfach. Aber jetzt müssen wir uns die Situation nochmal vorstellen. Die gewaltigen Gefühle, die vorhanden waren. Du hast es aufgebracht, du hast einen Mob eigentlich, du hast also eine Meute. Also wenn viele Menschen sehr starke Emotionen haben, ist es sehr schwer, so Menschen zu kontrollieren. Und sie waren also darauf vorbereitet, eigentlich den Krieg zu machen. Und jetzt kommt einer plötzlich und sagt, wir machen den Krieg nicht. Man war vorbereitet darauf, einen Hatsch zu machen. Und es heißt, nein, wir machen die Hatsch nicht. Jetzt stellen wir uns mal vor, wenn wir Hatsch machen, das kostet heute ca. 5000 Franken, das ist nicht alle Welt. Ist auch nicht wenig, aber ja. Aber stellt euch mal vor, wir fliegen die 7 Stunden und gehen bis nach Jeddah oder je nachdem, wo der Flughafen ist, wo man landet. Und am Zoll sagen sie, sorry, kein Durchkommen, sind wir wieder zurück. Wie würden wir uns fühlen? Wie würden wir uns fühlen? Wie hättet ihr euch gefühlt? Ihr habt Umrah gemacht und habt auch vorgenommen, Umrah zu machen, habt euch darauf gefreut, habt alles in den Weg geleitet und Ferien genommen, die einen, und das Geld müssen organisieren und all die Mühsamkeiten, wobei eben die Mühsamkeiten für euch natürlich nur ein Bruchteil von dem ist, was ihr habt. Und ihr geht dort hin und dann heißt es plötzlich, nein, ihr dürft immer wieder zurückkehren. Da ist ein Fehler, euer Visa ist nicht gültig. Zurück. Ihr hättet euch gefreut, also okay, nächstes Jahr halt, oder? Aber also, was hättet ihr empfunden? Wut. Wut? Also das Mindeste wäre Wut, oder? Und... Wie? Ich hätte auch gewusst. Und das ist jetzt die Situation, die wir uns vor Augen haben. Also wir haben eine Gruppe von Menschen, das ist eine grosse Gruppe von Menschen, die total aufgebracht sind. Die von einem extremen Gefühl zum anderen hier gekommen sind. Verschiedene Mal, also innerhalb der letzten 6 Monate oder vorher schon, die Kriege, die sie hatten. Die ständige auch Angst, dass man getötet wird, dass Mekka eben doch übermächtig ist und irgendetwas könnte machen. Und dann hast du die Hoffnung, du willst Hatsch machen und dann sagst du, okay, vielleicht klappt es ja doch und nachher klappt es eben doch nicht und dann hörst du, also ein Kollege von uns ist getötet worden und dann entsteht die Wut und das ist alles extreme Gefühle und das alles in einer Gruppe. Wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann gesagt hat, tut euch in Ihram abziehen, wir gehen zurück. Haben sie zum ersten Mal nicht gesagt, sie mitnehmen an. Haben sie zum ersten Mal nicht gesagt, okay, wir machen das, du hast gesagt, wir befolgen dich. Und zwar genau aus diesen verständlichen Gründen, weil sie haben es auch nicht begriffen. Wieso? Da haben sie gesagt, ja, aber Muhammad, du hast doch uns gesagt, du hast geträumt, dass wir ohne Waffen werden nach Mekka gehen und Hatsch machen. Und der Prophet hat gesagt, aber ich habe euch niemals gesagt, dass es dieses Jahr ist. Ja, wenn nicht dieses Jahr, wieso sind wir denn jetzt da? Auf das hat der Prophet auch keine Antwort geben und ist dann in sein Zelt zurück. Und dort hat eine von seinen Frauen gewartet, ich glaube es war also Aisha, radiallahu anha. Und sie hat ihm dann gesagt, du Ihram abziehen, du sie einfach vormachen und geh nachher nochmal raus, du wirst sehen, die werden dir schon folgen. Und tatsächlich, er zieht sich in Ihram aus, wieder normale Kleider anlegen. Ja, also Ihram ist ja der Anzug, den man hat für die Hatsch machen. Also das ist ein Zeichen, ich bin jetzt auf dem Weg, die Hatsch zu machen. Und in dem Moment, wo du den Ihram abziehst, hast du abgebrochen, ist die Hatsch vorbei. Also dann hast du ihn nicht gemacht, dann gehst du wieder zurück. Also die Kleidung ist dir ein klares Zeichen, wir gehen zurück. Er hat dann das gemacht und wo die Leute ihn gesehen haben, sie dann auch, obwohl sie eben all die enorm starken Gefühle hatten und wirklich aufgebracht sind und alle sind sie also auf 100 gewesen, also nicht einfach nur ein bisschen erregt, sondern die sind wütend gewesen, haben die Situation nicht verstanden und irgendwie war alles ein bisschen zu viel gewesen. Und trotzdem haben sie dort den Prophet befolgt, haben sie gemacht, was er gesagt hat, haben also seinem Beispiel gefolgt und sind dann zurückgegangen. Und dort kommt eben die Ayah. Das soll ich nochmal vorlesen. Gewiss, wir haben dir einen deutlichen Sieg verliehen. In dem Moment, wo alles aussieht, wie wenn sie verloren hätten. Sie wollten Hatsch machen, haben nicht Hatsch machen. Sie wollten angreifen, haben nicht angreifen. Sie haben einen Vertrag unterschrieben, wo alles eigentlich zu ihrem Nachteil ist. Eigentlich hat es ausgesehen wie, okay, wir haben verloren. Und trotzdem schickt Allah Ta'ala die Ayah, nicht nur, dass es ein Sieg ist,
sondern dass es ein deutlicher Sieg ist. Und nicht nur vielleicht, gewiss, innen. Also Allah sagt, das ist nicht, also es ist wahrlich, also ohne Zweifel. Das ist ein riesiger Sieg, den wir hier errungen haben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo ist denn da der Sieg? Ja? Ja, also die Geschichte hat dann nachher gezeigt, dass tatsächlich dass das Ganze sich zum Vorteil der Muslime gewendet hat. Sie haben Frieden gehabt, sie haben Zeit gehabt, in Ruhe den Islam zu erklären. Viele sind zum Islam konvertiert, von den Mekkanern, von der Umgebung. Sie sind sehr stark geworden. Innerhalb von wenigen Jahren sind eigentlich sehr viele Muslime geworden. Und das ganze Bild hat sich so geändert, dass am Anfang, als der Vertrag unterschrieben worden ist, sind die Mekkaner klar in der Mehrzahl gewesen. Aber in den nächsten paar Jahren haben dann die Medinenser nicht nur aufgeholt, sondern überholt. Das heisst, es ist eine Situation gekommen, wo am Anfang die Medinenser nichts zu sagen hatten, weil sie einfach keine Macht hatten. Aber sie sind so mächtig geworden, dass Mekka dann schlussendlich angesprochen hat. Ein Punkt vom Vertrag war, dass wenn eine Seite den Frieden bricht, also einer würde töten, dann ist der Friedensvertrag aufgelöst und dann gibt es Krieg. Damals haben natürlich Mekkaner gemeint, Medinenser werden irgendetwas machen und dann kommen wir und sie vernichten. Aber es war umgekehrt, also ein paar Jahre später ist dann auch das nicht absichtlich, mehr, also unabsichtlich, also nicht kontrolliert passiert, dass die Mekkaner ein paar Muslime getötet haben. Und dann ist klar, jetzt gibt es wieder Krieg. Aber dadurch, dass sich die Machtverhältnisse dermaßen geändert haben, hat Mekka Angst vor dem Krieg gehabt. Hat Mekka so viel Angst vor dem Krieg gehabt, dass der Chef von Mekka, also der Abu Sufyan, nach Medina gegangen ist und das wortwörtlich gebettelt hat, dass sie den Vorfall sollen vergessen, dass man am Friedensvertrag festhalten. Und die Muslime haben gesagt, nein, wir kommen und wir greifen euch jetzt an. Und das war nicht mehr nötig, weil die Machtverhältnisse dermaßen anders waren. Die Muslime sind dann auf Mekka gegangen und haben dann wirklich ohne Waffengewalt Mekka einnehmen, weil ein Widerstand wäre zwecklos gewesen. Aber es ist nicht das, was da eben der Sieg steht. Der Friedensvertrag hat seine Vorteile gehabt, aber was da Allah Ta'ala uns zeigen will, ist das Befolgen. Nur das Befolgen vom Prophet. Das Befolgen von Allah. Dass man sagt, ich mache das, was Allah mir sagt, auch wenn es absolut keinen Sinn macht in dem Moment. Auch wenn mein ganzes Gefühl, meine ganzen Emotionen und mein ganzer Verstand sagt, nein, ich will etwas anderes machen. Dass man sich seinem Nefs kann dermaßen widersetzen, dass man den so im Griff hat und sagt, okay, Allah hat gesagt, ich mache. Dass man so eine Meute, so eine riesige Gruppe, die so aufgebracht ist, kann kontrollieren. Dass der Prophet das geschafft hat, die ganze Gruppe dort, ohne dass irgendeiner dann ausgeflippt ist oder amok gelaufen ist, wie das heute heißen würde. Dass er das geschafft hat, das ist der Erfolg. Stellt euch mal vor, Zürich gegen GC. Oder Zürich gegen Basel. Und der Falsche gewinnt. Ich meine, die Leute sind aufgebracht. Ich meine, keiner geht in das Stadion mit dem Gefühl, jetzt tue ich nachher irgendetwas anstellen. Aber der gewinnt der Gegner. Und da hat man natürlich noch ein Bier getrunken und dann ist man so geladen, emotional, man hat so fest gewählt, dass man gewinnt und man hat dann verloren, dass die kannst du nicht mehr zügeln. Da kommt die Polizei und dieses und jenes und wenn es keine Polizei hätte, wüsste man aber gar nicht, was passieren würde. Also bei all diesen Matches schon im Vorfeld hat es ein riesiges Polizeiaufgebot, weil man genau weiss, was eine Gruppe von Menschen, die starke Gefühle hat, die vielleicht enttäuscht sind wegen irgendetwas, zu was die fähig sind. Und genau so eine Gruppe, nur durchs Wort, durch das, was er sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat er sie im Griff gehabt. Und der Erfolg ist auch nicht für die Muslime, sondern es heisst in Lecke, also für dich ist ein Erfolg gewesen. Er hat es geschafft, die ganzen Leute so zu kontrollieren und zu sagen, wir gehen jetzt zurück und nachher schauen wir weiter. Und die sind gegangen. Und das ist der Erfolg. Also, der Erfolg, obwohl der jetzt, wenn wir jetzt nicht mit der Koranbrille schauen, das war ein Misserfolg. Du wolltest Hajj machen, hast nicht Hajj machen.
Fertig. Du hast ein Ziel gehabt, hast es nicht erreicht. Fertig, da gibt es nichts zu diskutieren, das ist ein Misserfolg. Aber Allah sagt, das ist der grösste Erfolg. Und da kommt noch eins dazu. Allah sagt nicht nur, das ist ein grosser Erfolg, er sagt ein deutlicher Sieg. Ein deutlicher Sieg. Heute kommt es vielmals vor, dass Grossmächte, Amerika und Co., irgendwo hingehen und quasi einen Krieg führen und den gewinnen. Aber eigentlich gewinnen sie nicht wirklich. Wenn wir mal an Afghanistan denken. Ja, natürlich haben sie den Krieg gewonnen, aber haben sie gewonnen? Haben sie erreicht, was sie gesagt haben? Ist dort Frieden? Ist dort jetzt irgendwie das Volk, sind jetzt alle zufrieden und ist so ein Zustand gekommen, wo man kann sagen, jetzt ist Frieden? Eigentlich nicht. Oder auch die ganze Kuwait-Krise. Oder Irak. Nicht die jetzige, sondern die früheren Probleme. Also sie sind gekommen als Macht, haben einen militärischen Sieg und das geht nicht mehr lang. Noch 5 Minuten. Ich mache jetzt Schluss. Also die haben einen militärischen Krieg, also sie haben einen militärischen Erfolg. Das heisst, durch den Waffenbesitz oder durch einfach die Übermacht können sie die anderen dazu zwingen, aufzugeben oder zu machen, was man ihnen sagt. Aber es ist kein wirklicher Sieg, weil das Volk ist immer noch dagegen. Das Volk will sie eigentlich nicht. Und hätten sie irgendeine Möglichkeit, würden sie gerade zurückschlagen. Aber Allah redet hier von einem deutlichen Sieg. Das heisst, es ist ein dermaßen klarer Sieg, das ist also niemand tut dem widersprechen. Also es ist ein überwältigender Sieg. Also nicht so ein Sieg, wie wenn jetzt Amerika irgendwie mal eine Schlacht gewinnt und nachher das Gefühl hat, jetzt haben wir die Welt gerettet. Sondern sie haben eigentlich nur ihre Macht gezeigt und mit dieser Macht vielleicht auch eine Schlacht gewonnen, aber nicht wirklich den Krieg gewonnen. Und mit diesen Worten machen wir da mal schnell Schluss. Sieg und Erfolg kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie man es versucht zu verstehen. Wenn wir nur auf die Äußerlichkeiten gehen, schöne Villa, gutes Diplom, gute Ausbildung oder so, natürlich kann das vordergründig wie ein Erfolg aussehen, aber es muss nicht unbedingt ein Erfolg sein. Wenn man das, was man erreicht hat, nicht auf dem Weg Allahs einsetzt, ist es kein Erfolg. Eigentlich geht es jetzt weiter. Was ist denn Erfolg? Das macht man dann ein anderes Mal. Aber ich bin schon froh, wenn ihr heute mitnehmt, dass wir nicht einfach dürfen vordergründig schnelle Sachen entscheiden und sagen, das ist so und so. Oder ja, der hat schon recht. Und heute tun wir wirklich häufig, wenn wir Muslime plötzlich unislamisch denken, nur weil alle anderen uns das so vormachen. Und ISIS ist das beste Beispiel. Jetzt sind wir plötzlich alle und stellen die Frage, ja, sind Muslime vielleicht doch schlecht? Oder was ist alles los? Und ich wollte mit dem nicht sagen, ISIS ist gut oder schlecht. Wir haben viel zu wenig Informationen, was nicht wirklich passiert, als dass wir uns eine Meinung darüber machen können. Aber der Westen drückt uns irgendwie ein Gefühl, eine Angst, ein Ideal, ein Ziel auf und wir befolgen das einfach. Auch wenn wir im ersten Moment sagen, wenn der Westen sagt, wird schon nicht stimmen, aber im Unterbewusstsein ist drin und das nagt an uns. Und wenn wir das nagen lassen, dann wird es uns auch kontrollieren. Am Schluss werden wir genau zu dem, was sie nämlich wollen, nämlich zu nicht praktizierenden Muslimen. Und damit das eben nicht passiert, ist es eben sehr wichtig, die Koranbrille aufzusetzen. Und die Koranbrille aufsetzen heisst, nicht nur Koran lesen, sondern sich sehr stark mit dem auseinandersetzen, was will der Koran mir überhaupt sagen? Was ist überhaupt das Ziel? Und inshallah, ich habe zwar gesagt, das nächste Mal machen wir Yasin, aber was ist Erfolg? Das würden wir dann das nächste Mal machen. Und inshallah wird Allah uns zu denen machen, oder zu solchen Muslimen machen, wo die richtigen Entscheidungen fällen und wo nicht ein vordergründiger Erfolg, sondern ein wirklicher Erfolg im Leben und im Jenseits erzielen. Und ja, mögen wir alle das Wohlgefallen Allahs bekommen. Subhanak Allahumma wa bihamd. Ashhadu an la ilaha illa ant, wahdaka la sharika lah, astaghfiruka wa atubu ilayk. Okay, danke fürs Zuhören. Danke.